Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Und das haben wir heute für euch. Sein ganzes Heimatdorf feiert mit ihm. Der Olympiasieger Ryan Regetz ist wieder zurück in die Schweiz gekommen. Und wie eine Suppe ein ganzes Dorf zusammenhalten kann. Vorher schauen wir aber noch kurz die heutigen News an. Die Schweizer Hotels sind deutlich besser ausgelastet. Die Hoteliers blicken auf einen erfolgreichen Jahresstart zurück. Damit setzt sich der positive Trend aus dem Vorjahr fort. Der Arbeitsmarkt blüht wieder auf, auch im Bernbiet. Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im Februar um einen Zehntelpunkt auf 2,5% gesunken. Im Kanton Bern ist er von 2,1 auf 2% zurück und liegt somit unter dem Durchschnitt. Der Raphael Lanz steht Rede und Antwort. Seit dem letzten Freitag liegen die Unterlagen zur Ortsplanungsrevision öffentlich auf. An 3 öffentlichen Stammtischen beantwortet der Stadtpräsident Raphael Lanz und das Planungsamt Fragen aus der Bevölkerung. Vor rund 3 Wochen hat Ryan Regetz in Peking eine Goldmedaille gewonnen. Inzwischen ist er wieder in die Schweiz zurückgekommen. Sein Heimatdorf Wengen hat ihn dabei gebührend empfangen. Du bist frischbackener Olympiasieger. Wie fühlt man sich? Ja, ein unglaublich tolles Gefühl. Ich freue mich natürlich sehr, auch jetzt wieder daheim zu sein und ich bin im Heimdorf und alle Leute freuen sich auch sehr für mich und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Hast du den Olympiasieg schon realisiert oder bist du immer noch am Verarbeiten? Ja, der Olympiasieg ist doch jetzt schon 2-3 Wochen her und ganz eingesetzt ist es noch nicht. Es fühlt sich alles noch sehr surreal an, aber jeden Tag wird es ein bisschen wahrer und kann mich auch mehr freuen. Wenn wir vielleicht kurz zurückblicken auf den Moment, wo die Ziellinie überquert hast, was sind deine Gedanken, die dir jetzt auch geblieben sind? Ja, es war so, auf den Zielgrädel habe ich leicht verkantet vor der einen Welle. Ich war noch ein bisschen angespannt, aber die Sonne war recht tief. Also man sieht, wenn jemand in der Nähe ist. Und ja, über den letzten Sprung und gesehen, dass niemand kommt und dann nur noch Hockey-Kopf haben und dann über die Ziellinie. Das ist einfach, ja, da denkt man nicht allzu viel. Das ist einfach so, ich habe es geschafft. Sie haben auch heute einen Empfang für dich organisiert. Wie ist es? Du wirst überall erkannt, alle werden von dir Unterschriften wollen. Wie fühlt sich das an? Ja, es ist schön. Das Rennen ist alle 4 Jahre und dass man gehen kann, ist eine grosse Ehre. Dass man eine Medaille gewinnen kann, ist noch die grössere. Und wenn man Gold heimnehmen kann, das ist einfach unbeschreiblich. Und es ist mega schön, die Leute kommen auf mich zu, wollen Fotos, Unterschriften. Ich finde es mega herzig und gebe das auch gerne die Zeit, weil ja, schlussendlich glauben sie auch an mich. Seit 1846 wird im Winter in Brienz literweise Suppe gekocht. Was als Unterstützung für die Armen hat angefangen, ist inzwischen ein wichtiger Teil des Dorflebens. Das war eigentlich die Armensuppe von Brienz. Und das geht ins vorletzte Jahrhundert zurück. Um so 1820 bis 1860, als eigentlich auch die moderne Schweiz entstanden ist, war die Armut ein riesiges Problem. Und da hat es ganz viel in der Schweiz Suppenküchen gegeben. Gemeinden haben die Suppenküchen eingerichtet als Armensuppe. Die haben noch mehrmals pro Woche die Suppe gemacht, haben noch bestimmt, wer das darf, Suppen bekommen. Und so in diesem Zusammenhang muss man die Suppenküche sehen. Die Brienzer Suppenküche ist 1846 gegründet worden. Das heisst also 2 Jahre vor der Bundesverfassung von 1848. Und wieso das eigentlich eben in den 70er Jahren das Suppenhaus weiter bestanden hat, ist ein paar Idealisten zu verdanken, die einfach gesagt haben, das ist eine alte Tradition, das lassen wir nicht sein. Und haben einfach da weiterhin an einem Samstag Suppe gekocht. Wir haben jetzt seit dem Viertel von 7 angefangen.
Die Nachsuppe fährt man um 6:30 an, je nachdem, wie die Mengen sind, aber sonst so um 6:45. Heute haben wir 200 gemacht. Das ist jetzt geht es langsam runter so. Das meiste, was wir diesen Winter haben gemacht haben, sind 340 Liter bündnerärmste Suppe. Das Suppenhaus ist einfach Tradition hier. Es ist dort schade, Corona sind die Kessel nicht draussen. Sonst können die Leute alle rein. Man lernt Neuzuzüger kennen. Die alte Gesessene, jeder hat etwa einen blöden Spruch und schaut jetzt die Kesse und sagt, geht halt nicht. Und man sieht ein Lied, das man sonst lange nicht mehr gesehen hat. Und das ist eigentlich ein Treffpunkt vom Dorf. Also zurzeit haben wir das Gefühl, das ist ein richtiger Hype. Das letzte Jahr haben wir über 4000 Liter Suppe gekocht. Und das jetzt über mehrere Jahre. Das ist eigentlich eine Wahnsinnsmenge. Das gibt einen Schnitt von etwas über 200 Liter pro Samstag. Und das zeigt natürlich, dass die Leute das wahnsinnig schätzen. Und solange die das schätzen, sehe ich keinen Grund, dass man aufhört. Und dann hängt es natürlich auch damit zusammen, dass wir genug Leute haben, die auch kochen. Es braucht Köche. Es braucht Mitköche, es braucht Risterinnen, es braucht einen Kassier, wir sagen dem Einzüger oder Einzügerin. Dann braucht es jemanden, der Kessel nicht transportiert, es braucht jemanden, der entsorgt, es braucht schon jemanden, der am Karren zieht und die ganze Organisation macht. Also, ich würde sagen, es sind pro Saison sind es über 200 Telefone, die man macht, bis das Zeug funktioniert. Und solange das vorhanden ist, habe ich das Gefühl, ist das Suppenhaus überhaupt nicht gefährdet. Das war es mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hört ihr noch das Wetter von unseren Meteo-News-Kollegen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, guten Abend und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter fürs Berner Oberland. Auch heute ist es einmal mehr meistens sonnig. Wir sehen es wunderschön auf der Webcam Käserstadt. Also einen weiteren tollen Wintersporttag. Und das Ganze das haben wir im Hochdruckgebiet Martin zu verdanken. Das sehen wir auch wunderschön hier auf der Strömungsanimation. Das Hoch das hat sein Zentrum hier über Nordeuropa. Wir sind hier am Südrand von diesem Hoch in dieser Beisenströmung. Entsprechend ist die Luft weiterhin ziemlich frisch für die Jahreszeit. Nacht auf morgen die ist gering bewölkt bis klar. Es geht also wieder ziemlich retour mit den Temperaturen. Tiefstädte im Thuner und Brienzer zwischen etwa -5 und -3 Grad. Adelboden geht es retour gegen -8 Grad. Dazu ist am morgen Vormittag wieder meistens sonnig. Es hat höchstens lokal mal ein paar Hochnebelfetzen unterwegs. Und am Nachmittag morgen gibt es weiterhin viel Sonnenschein und blauen Himmel. Aber die Temperaturen die kommen halt weiterhin nicht so recht ins Gang. Zu Thun, Spiez und Interlaken gibt es Höchstwerte um die 6 Grad. Das Grindelwald da messen wir maximal 1 Grad. Vom Dienstag bis zum Donnerstag geht es meistens sonnig weiter. Es sind höchstens ein paar Hochnebelfetzen oder zum Teil noch ein paar Wolkenfelder, die durchziehen. Und die Temperaturen die erholen sich dann langsam ein bisschen. Die Nächte sind zwar weiterhin frostig. Am Dienstag gibt es dann maximal 6 Grad. Bis zum Donnerstag geht es immerhin darauf auf 10 Grad. Am Freitag und Samstag da ist es aus heutiger Sicht freundlich, hat aber zum Teil dichtere Wolken rum. Wahrscheinlich wird es auf Samstag auch noch leicht föhnig. Es dürfte aber weiterhin noch trocken bleiben. Das war es vom Wetter. Jetzt wünsche ich weiterhin einen ganz schönen Sonntagabend und morgen einen guten Wochenstart. Auf Wiedersehen miteinander.